Die Regierung hat mit diesem neuen Covid-Gesetz die Impfquote von der Bevölkerung an die Luft zu treiben. Ob über 80% für dummer den irgendwann die Immunität zu erreichen, die allerdings immer mehr hoch definiert wird. Wir freuen uns, wie die dann überhaupt jemals zu erreichen ist. Kann er sich bei diesem avisierten Tor auch vorstellen, vielleicht die Regierung zusätzlich zum Impftor nicht auch den Immunitätstor matrechnet. Das hat sich nämlich mittlerweile rund 80.000 Leute am Land mit dem Virus infiziert. Von den Zahl bei der Zahl von den Geimpften nur beirechnet, da sind wir schon über 80%. Dem Ziel Herdenimmunität gehen all die neuen Covid-Mesuren untergeordnet. An einem Rechtsstaat ist es aber so, dass der Zweck niemals der befürwortet sind, für Mittel anzusetzen, die sich richtig als Elementarfreiheiten. Das ist zwar richtig, dass die Corona-Krise immer eine große Herausforderung für die Politik bedeutet, aber diese Krise darf nicht als Freibrief benutzt gehen, für als freiheitlich-demokratisch Rechte auszuherrlichen. Maßnahmen, die von der Regierung geholt gehen, müssen der Situation angemessen an der Marktlang mal als Grundrechte stehen. Für das diese Maßnahmen ihre Wirkungen erreichen, müssen sie auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens basieren. Das kann ich von diesem heutigen Covid-Gesetz, über das wir auch durchstimmen, kann ich bald nicht so. Das Gesetz wird als Gesellschaft weiter splicken und damit noch schwächen. Von vielen Seiten wird Kritik an diesem Gesetz geübt. Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics schreibt in ihrem Avis vom 11. Oktober 2021, dass das Gesetz zusätzlich Einschränkungen von also fundamentellen Freiheiten und Rechten, die an unserer Verfassung festgeschrieben sind, mit sich bringen wird. So beispielsweise das Recht auf Privatleben, vom Recht auf Handel zu treiben, auch vom Recht, eine freie berufliche Aktivität auszuüben. Die neue Mesure verstößt noch gegen internationale Konventionen und Verträge, die von Lützeburg unterschrieben wurden, so beispielsweise gegen die Europäische Konvention zum Schutz von den Menschenrechten. Das neue Covid-Gesetz hat keinen anderen Zweck wie die Erhöhung von der Impfquote. Es wird an der Präambel vom Gesetz sogar darauf hingewiesen, dass die Covid-Situation am Augenblick hier am Land relativ stabil ist und dass Spitäler weiterfahren Wesen überlastet zu gehen. Effektiv geht im Moment mehr wie 1% von allen freien Betten an unsere Spitäler für Covid-Patienten belastet. Es geht also just darum, für Druck auf Menschen auszuüben, die bisher nicht geimpft sind, und das trotz der Statistiken, die klar belegen, dass mittlerweile auch ein Teil kann infiziert gehen, die einmal oder doppelt geimpft sind. Die Impfung als die Regierung nicht nur just ein Mittel für die Krankheit zu limitieren, mehr weil es politischen muss. Unabhängig davon, dass die Ausübung vom Druck niemals ein adäquates Mittel kann sein, für Menschen zu überzeugen, Gesetze sind nicht nur für Druck auf Menschen auszuüben. Die Kommission consultative des droits de l'homme weist in ihrem Avis über das Gesetzesprojekt A 7097 darauf hin, den französischen Staatsrat zitierend, dass die staatlichen Maßnahmen am Kampf gegen die Covid müssten motiviert sein. Par l'intérêt spécifique de la mesure pour limiter la propagation de l'épidémie en weiter et non par un objectif qui consisterait à inciter les personnes concernées à se faire vacciner. Die Regierung scheint sich nicht daran zu steuern, die soziale Kohäsion am Motor von der Herdenimmunität zu opfern. Mesuren, die die Arbeitswelt betreffen, sind an ihrem Kern nicht nur ungerecht und unsozial, sondern diskriminierend. Hat der honorablen Deputierte Mastia Bartolomeo sich nach dem 27. Mai 2021 als Invité von der Redaktion auf RTL nach vehement dafür ausgeschwert, dass wir versichern sollten, diese Krise gemeinsam zu bewältigen, ohne Diskriminierung, Errichtung, mehr Freiheiten und zurück an die Normalität. Und so bewirkt aber das Gesetz
genau de Gegenteil. An dem das Covid-Check-System auf Betriebe an den öffentlichen Dienst ausgedeelt soll gehen, wurde die Regierung die Verantwortung für den weiteren Verlauf der Pandemie auf Patron aufwälzen will. Werde dann in Zukunft, das bringt er mit sich, zu großen arbeitsrechtlichen Konflikten kommen, die als Gesellschaft wirklich nicht nötig hat. Was geschieht dann in Zukunft mit Beschäftigten, die sich kein Covid-Pass oder keinen zertifizierten Test vorweisen kann? CGFB hat die Regierung durchaus heftig kritisiert und mehr als ADR schließen es diese Kritik an. Auf keinen Fall der für Beschäftigte, die auf der Arbeit kein Zertifikat vorweisen können, sanktioniert gehen oder sogar ihr Platz verlieren. Über das Neidgesetz kriegen Patronen die Legalmöglichkeit, vielleicht zu benotenigen oder am schlimmsten Fall zu entlassen, die an dieser Krise in einer Meinung vertreten wie die Regierung. Ein Salarié kann in Zukunft aufgrund von Gesundheitskriterien bzw. aufgrund von seiner persönlichen Meinung zum Thema Impfung entlassen gehen. Das ist bislang nie gehen. Bislang aus der Gesundheitszustand vom Salarié der Patron nicht ergangen, er war vom Secret Medical gedeckt. In Zukunft kann ihn entlassen gehen, weil er vielleicht, und ich betone vielleicht, Covid hat. Es kann ihn entlassen gehen, wenn er nicht nachweisen kann, dass er ein bestimmtes Virus nicht hat. Das ist ein Paradigmenwechsel, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in unserem Rechtsstaat. Bislang wird in unserer Gesellschaft keine Diskrimination aufgrund von Gesundheitszustand oder besser gesagt vom möglichen Gesundheitszustand von einer Person. Das ist ganz klar am Code Penal festgeschrieben. Wir dürfen den Code Penal nicht umschreiben. Aber wie gesagt, Zukunft ist, wenn ihn eine Influenza grassiert, kann ihn durch seine Arbeit verlieren. Sogar der Staatsrat wird da singen mal wie folgend frohen ab, ich zitiere, ce refus de passer les tests peut-il éventuellement donner lieu à des avertissements de la part de l'employeur dans la mesure où il pourrait encore être considéré comme un refus d'ordre. Si ce refus implique que le salarié est renvoyé à ce domicile, est-ce que le renvoi est à considérer comme accord de congé? Ce congé sera-t-il imputé sur le congé annuel du salarié ou alors s'agit-il d'une libération de service avec maintien du salaire? Comment protéger le salarié contre un licenciement éventuel? Das Fragen von eminenten Juristen aus dem Land werfen viele Fragen ab, und wir werden danach in Zukunft mit vielen Fragen und Schwierigkeiten befasst sein, die das Gesetz mit sich bringt. Aber was müssen die Patronen hier kontrollieren, während all die anderen Patronen fehlen? Jedenfalls kriegen Chef der Entreprise und die Administration mit diesem Gesetz eine Macht, die sie nie dran hatten. Nicht jeden Beschäftigten kann bis zu 3 Wochen in der Woche gezwungen gehen, den Zertifikat PCR-Test vorzulegen. Bei einem Preis von 25 € pro Test mischt das 75 € pro Woche aus und 300 € den Monat. Wie sollen die Menschen, die den Mindestlohn verdienen, das zum Abbringen? Patronen können in Zukunft Existenzen zerstören, weil er Salarié nicht genug Geld haben für medizinische Zwecke. So ein Gesetz diskriminiert nicht nur die, die Männer verdienen, sondern auch die nicht viel verdienen. Aber wie ist es mit den Leuten, die aus gesundheitlichen Gründen ob Anraten von ihrem Doktor sich nicht dürfen impfen lassen? Aus all diesen Überlegungen heraus wäre aber mal zu fragen, wie wird der Schnelltest ob der Platz, den aber trotzdem ein Vorteil hat, nicht Kaffeerer gefordert gehen. Da schaffen wir etwas auf, was bislang in unserer Gesellschaft, ich denke, da im Horeca-Sektor, im Sport und der Kultur, gut geklappt hat. Menges Wassens noch, haben mit diesem System keine Schwierigkeiten und das schaffen wir auf. Der Gambia-Regierung ist es bislang nicht gelungen, nicht geimpft, mit wissenschaftlichen Argumenten zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Dafür gehen nur finanzielle Argumente benutzt. Wer sich nicht impfen lässt, muss die von den Tisch greifen, und das nicht nur heinz du, mehr permanent. Dadurch wird für viele Menschen eine de facto Impfpflicht angefordert,
die rechtsstaatlich auf wackeligen Beinen steht. Ich erinnere auf dieser Platz in Resolution 2361, Vaccin contre le Covid-19, Considération éthique, juridique et pratique von der Parlamentarischen Versammlung vom Europarat, zu der Membrestaaten aufgefordert gehen, ich zitiere, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou d'autre pour se faire vacciner si il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Et direkt, die wollen nicht geimpft gehen. Das haben wir zu respektieren. Man kann an dir von das Lekt nicht stigmatisieren. An einer Demokratie der jede Meinung haben. Noch nie als an diesem Parlament über das Gesetz aufgestimmt ging, das so unsozial, aber besonders auch nach Jahren Lekt so diskriminiert. Wenn wir schon überall zertifiziert PCR-Tester vorweisen müssen, dann sollen diese Tester manst gratis bleiben. Das Solidaritätsprinzip an der Gesellschaft darf nicht auf Frage gestellt. Herr Präsident, ihr versteht, dass der DROD das Gesetz nicht kann stimmen. Ich will aber nach einer Motion deponieren, die speziell Musikschulen an Proben betrifft. Und zugleich frohen wir auch als RDR eine separate Aufstimmung, so wie die Gewerkschaften CGFB, LCB und NOGIBL dadurch fordern, zu den Artikeln 6, Paragraph 3 Septis und zu den Artikel 2, Paragraph 2. So nicht merci für die Nachricht.